Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Haus der Religionen in Bern zu einer weiteren Ausgabe unserer Streitfragen. Heute zum Thema Ehe für alle. Gleichgeschlechtliche Paare sollen in der Schweiz bald heiraten dürfen. So will es die Rechtskommission des Nationalrates. Wie aber beurteilen christliche Gemeinschaften und Kirchen die Ehe für alle? Der schönste Tag im Leben soll sie sein, die Hochzeit. Die Verbindung von Mann und Frau vor Gott. Und seit 1875 auch vor dem Gesetz. Doch die fortschreitende Säkularisierung macht vor dem Altar nicht Halt. In den letzten 10 Jahren gingen die kirchlichen Trauungen in der Schweiz ungefähr um 1/3 zurück. Dennoch heiraten noch immer viele Paare in der Kirche. Heterosexuelle Paare. Homosexuelle können ihre Partnerschaft eintragen lassen, heiraten können sie nicht. Das bedeutet, wenn ein heterosexuelles Paar heiratet, können sie die beiden Vermögen zusammenlegen, als Gütergemeinschaft. Homosexuelle Paare dürfen das nicht. Bei einer Ehe zwischen Mann und Frau kann ein ausländischer Partner erleichtert eingebürgert werden und so den Schweizer Pass einfacher bekommen. Bei einem gleichgeschlechtlichen Paar geht das nicht. Und auch bezüglich Witwenrente ist eine verheiratete heterosexuelle Frau bevorzugt, gegenüber einer in registrierter Partnerschaft lebenden lesbischen Frau. Im Todesfall der Partnerin bekommt sie, im Unterschied zur verheirateten Frau, nur eine Witwenrente, wenn sie minderjährige Kinder hat. Sonst nicht. Gleichgeschlechtliche Paare können also in der Schweiz noch nicht heiraten, im Unterschied zu vielen europäischen Ländern. Doch nun liegt ein Gesetzesentwurf vor. Die große Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats hat ihn just am Valentinstag in die Vernehmlassung geschickt. In christlichen Kirchen herrscht in dieser Frage Uneinigkeit. Soll die Ehe für alle auch vor Gott vollzogen werden dürfen? Wer ist einer kirchlichen Trauung oder eines Ehesakraments würdig und wer nicht? Und warum nicht? Ja, zu unserer Diskussion begrüße ich ganz herzlich hier in der Runde Regula Lehmann. Sie ist diplomierte Familienhelferin, leitet den Bereich Ehe- und Familienprojekte bei der Stiftung Zukunft CH. Sie ist reformiert und hat einen freikirchlichen Hintergrund. Eva Kaderli, Hebamme vom Dachverband Regenbogenfamilien, gehört zur evangelisch-methodistischen Kirche der Schweiz. Manfred Belock, römisch-katholischer Theologe, Professor für Pastoraltheologie an der Theologischen Hochschule in Chur. Und Sibyl Voll, Theologin, evangelisch reformierte Pfarrerin in Kilchberg. Sibyl Voll, segnen Sie gleichgeschlechtliche Paare? Ich segne gleichgeschlechtliche Paare. Das ist in der Zürcher Kirchenordnung schon seit längerem erlaubt. Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Wir dürfen es, und das ist theologischer Unsinn, nicht Trauung nennen, aber eine reformierte Trauung ist nichts anderes als eine Segnungsfeier. Aber das hängt mit dem Verhältnis von Kirche und Staat zusammen. Der Staat entscheidet zu Recht, wer zivilrechtlich die Ehe schließen darf. Und wir von der Kirche her dürfen nur trauen, wer eben zivilrechtlich die Ehe schließen durfte. Das heißt, wenn die Ehe für alle kommt, kommt auch, zumindest für die reformierten Kirchen, mit größter Wahrscheinlichkeit und auch in meiner Hoffnung die Trauung für alle. Also das kennen ja viele, die kirchlich geheiratet haben. Erst kommt die zivile Trauung, dann die kirchliche. Genau. Das haben Sie jetzt erklärt. Aber Sie sagen, Segnung und Trauung ist für Sie dann gerade das Gleiche? Theologisch gesehen, reformiert theologisch gesehen, ist das dasselbe, genau. Okay, Manfred Belock, katholischer Theologe. Die katholische Kirche gilt ja als Bewahrerin schlechthin der Ehe von eben Mann und Frau. Sind sich die Katholikinnen und Katholiken da eigentlich einig? Ja, man muss sehen, Kirche ist ja nicht nur das kirchliche Lehr- und Leitungsamt, sondern zunächst mal die Gemeinschaft der Gläubigen, die auch ihre eigene Meinung sich bildet. Natürlich sind wir oder kommen wir aus einer Tradition, wo wir den Wert der Verbindung von Frau und Mann sehr hoch schätzen, es sogar katholisch als Sakrament bezeichnen. Das finde ich gut.
Trotzdem bleibt für mich die Frage, ob wir nicht die Zeichen der Zeit auch wahrnehmen, dass Menschen, egal welcher sexuellen Orientierung, genauso diesen Schritt gehen können, wenn ich theologisch davon ausgehe, dass Gott jeden Menschen liebt und dann eben auch mit der jeweiligen sexuellen Orientierung. Sie stellen als Frage, was Sie, Frau Lehmann, verneinen würden. Also Sie würden sagen, Ehe für alle nein. Was ist für Sie denn das wichtigste Argument? Die Ehe ist etwas Gewachsenes. Ein wichtiges Argument ist für mich die Schöpfungslehre, die Schöpfungstheologie ganz sicher. Aber auch, dass Ehe etwas ist, was länder-, kultur-, religionsübergreifend auch für die große Mehrheit von Menschen, Mann, Frau, mit dem Potenzial auch Kinder zu haben, bedeutet. Und von daher finde ich, ich möchte diesen Begriff nicht für alle öffnen. Das sehen Sie ganz anders, Frau Kaberli. Warum? Das sehe ich ganz anders, weil Liebe ist Liebe. Also die Liebe zu meiner Frau ist die gleiche Liebe wie die Liebe von Ihnen, Frau Lehmann, zu Ihrem Mann. Also da bin ich total überzeugt. Und unsere Gesetze in der Schweiz hinken dem hinterher. Sie bilden meine Realität nicht ab. Ich durfte so eine Segnungsfeier erleben mit meiner Frau vor bald 16 Jahren. Und das war wirklich der schönste Tag im Leben von mir. Aber ich würde sehr gerne auch ein drittes Mal heiraten dürfen, weil wir waren zuerst im Kanton Zürich und dann in der Schweiz. Und ich würde sehr gerne ein drittes Hochzeitsfest feiern. Also Sie leben mit Ihrer Partnerin in einer eingetragenen Partnerschaft. Sie wollen auch Ihren christlichen Glauben leben. Das war aber ein weiter Weg dahin. Das war, ja. Können Sie uns davon etwas erzählen? Ich bin in einem reformiert-christlichen Haushalt, Familie aufgewachsen und ich war lange auch in einer Freikirche und bin da groß geworden und habe das wie so mitbekommen, dass Homosexualität ist Sünde. Und als ich dann eben gemerkt habe, dass ich mich in die Sarah verliebt habe, das war ganz schwierig für mich. Ich habe lange gekämpft und gebetet und für mich beten lassen. Und nach 2 Jahren kam ich zum Punkt zu sagen, ich glaube, es ist so, Gott hat mich so geschaffen und wir versuchen es zusammen zu leben. Und ich bin froh, dass diese Liebe immer noch anhält. Sie waren damals in einer Freikirche. Da hat das aber dann nicht mehr funktioniert. Habe ich das richtig im Kopf? Nein, so? Genau. Also wir mussten diese Freikirche auch verlassen. Also das wurde uns nahegelegt. Wir haben aber dann selber die Entscheidung getroffen, dass wir austreten. Und jetzt zum Glück haben wir in Zürich in einer methodistischen Kirche eigentlich wieder Heimat gefunden und sind da seit 4 Jahren Mitglied und ganz also auch so als Paar akzeptiert. Und das ist gar kein Thema. Also es sind sicher nicht alle total davon überzeugt, dass wir das so leben, aber es ist auch es ist gar keine Diskussion, dass wir da Mitglieder sein dürfen und auch zu unserer Beziehung stehen können. Mhm. Ja, was geht Ihnen durch den Kopf? Ich würde dazu gerne etwas sagen. Für mich geht es nicht um die Definition von Liebe. Es geht mir nicht darum, die Liebe von Menschen qualitativ zu beurteilen. Das kann man ja gar nicht. Sie können die Liebe, die ich zu meinem Mann habe, nicht beurteilen. Und ich sage auch nicht, dass die tiefer ist als Ihre Liebe jetzt zu Ihrer Frau, Ihrer Partnerin. Es geht nicht darum, es geht für mich um die Frage, wie definieren wir den Ehebegriff. Ich glaube, das muss man trennen, weil man kann Gefühle schlichtweg nicht irgendwie beurteilen. Das wäre mir wichtig zu sagen. Aber jetzt doch mal nachgefragt, wenn Sie sagen, ich bin gegen die Ehe für alle, wie wäre denn das für Menschen, die eben gleichgeschlechtlich lieben, ihren Glauben aber auch leben wollen, in Gemeinschaften, wo dann ihnen gesagt wird, das geht nicht? Das löst eine Spannung aus, das verstehe ich. Wenn wir aber in den Bereich des Glaubens gehen,
Die Reformation hat uns das Neue gebracht, dass wir die Bibel lesen, dass wir sie selber lesen, dass das Volk die Bibel liest. Und für mich hat diese Bibel auch eine hohe Autorität. Und was ich darin erkenne, auch als persönliche Wahrheit, das ist ja immer auch ein persönlicher Weg. Ich setze auch nicht meine Erkenntnis als absolut, aber was ich darin erkenne, dem gehe ich nach, das versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen, auch in meinem Leben. Das ist auch für mich nicht immer gefällig. Die Bergpredigt ist keine gefällige, schöne Geschichte. Das fordert auch mich heraus. Aber hier ist es eine Überzeugungsfrage und die löst Spannung auf. Ich glaube aber auch, dass diese Spannung zu unserem Leben gehört. Wenn wir die einfach auflösen, dann sind wir auch nicht mehr ehrlich. Und mir ist es wichtig, in Beziehungen ehrlich zu sein, auch mit meinen Kindern, die jetzt erwachsen sind. Da finden wir auch nicht alles immer toll und gut, was die machen. Aber ich glaube, diese Auseinandersetzung, die müssen wir führen, auch als Kirchen. Und Kirchen definieren das ja dann auch ganz unterschiedlich, auch nach ihrer Erkenntnis. Frau Lehmann, ich bin sehr dafür, dass wir als Christinnen und Christen uns auf die Bibel als das Grunddokument unseres Glaubens beziehen. Aber da geht es ja gerade darum, dass Gott zum Beispiel die Heiligkeit einer jeden Lebens- und Beziehungsgeschichte achtet. Warum fällt uns das schwer? In der Bibel, auch da hat sich die Vorstellung von Ehe, von Partnerschaft entwickelt. Und ich sehe dem Ehebegriff nichts genommen, sondern er wird eher geöffnet. Auf die Bibel kommen wir noch zu sprechen, aber okay. Würden Sie eher sagen, ich habe bei Ihnen das als Frage herausgehört, oder? Sie haben gesagt, in der katholischen Kirche, ich kann mich erinnern, Wieser Wendelin Bucherli, ein Pfarrer in Bürglen, hat ein gleichgeschlechtliches Paar, 2 Frauen gesegnet. Das gab einen Riesenaufstand. Er musste dann auch zurückrudern. Also ich denke, er würde heute noch sagen, ich stehe dazu, aber er hat einfach einsehen müssen, der stand kurz davor, seinen Job zu verlieren. Also das ist schon Realität in der römisch-katholischen Kirche. Würden Sie denn sagen, das ist einfach Gewissensentscheid der einzelnen Paare, oder wie würden Sie es sagen? Es braucht beides. Die einzelnen Paare müssen für sich entscheiden, was ist für mich und für uns miteinander stimmig. Und das kirchliche Lehramt muss sich weiterentwickeln. Also wenn wir nach den Zeichen der Zeit fragen, dann muss ich eine Weiterentwicklung sehen, ähnlich wie es beim Staat ist. Der sagt, wir müssen die Wirklichkeit mit abbilden. Wenn in der Schweiz 10%, habe ich gelesen, der Menschen homosexuell und lesbisch sind, dann kann ich nicht daran vorbeigehen. Beim Staat ist es noch relativ einfacher. Der muss gucken, wie kann ich der Verbindlichkeit, wie kann ich die Regeln und auch Rechtsrahmen schaffen, der den Leuten Sicherheit gibt und gerade die Schwächeren stützt. Bei den Kirchen, fände ich, wäre es in der Hinsicht sogar einfacher, dass sie jetzt gehe ich mal von Ihrem Gedanken aus, vom Liebesgebot her, sagen, das Allerwichtigste ist, wie Menschen miteinander umgehen und nicht in welcher Form. Also ich bin als reformierte Theologin natürlich sehr bei Ihnen, wenn es darum geht, die Autorität der biblischen Schriften zu erkennen. Und hier habe ich irgendwie meine großen Fragezeichen. Sie finden in den biblischen Schriften keine einzige Stelle, die homosexuelle Partnerschaften ablehnt. Es gibt die Ablehnung von homosexuellen Sexualakten. Es gibt die Bibel kennt keine homosexuellen Liebesbeziehungen. Das ist nicht das Thema. Und sowieso ist in den biblischen Schriften ist Homosexualität ein absolutes Randthema, in den Evangelium überhaupt kein Thema. Genau. Also das wird manchmal medial so aufgeblasen, dass man das Gefühl hatte, die biblischen Schriften seien ein einziges Traktat gegen Homosexualität. Das ist nicht so. Es gibt keine Ablehnung in der Bibel von homosexuellen Partnerschaften. Bemerkung. Wir haben über den Ehebegriff gesprochen. Ich habe versprochen, wir kommen darauf zurück. Dürfte ich noch kurz klären in der Runde, was ist eigentlich mit Ehe für alle gemeint? Wer sind alle? 2 Menschen, 2 erwachsene Menschen, die sich lieben. 2 Männer, 2 Frauen. Ein Mann und eine Frau. Es wird niemandem nur 1% weggenommen, wenn die Ehe für alle kommt und ist. Pardon, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, es dürfen alle Frauen und Männer genauso weiter heiraten. Und, aber also es sind Paare gemeint. Ich höre heraus, es sind Paare gemeint. Ja. Die Parlamentarische Initiative schließt ja Wohngemeinschaften explizit aus, oder? Das ist nur noch zur Erklärung.
Also ich finde gut die Formulierung in der deutschen Gesetzesvorlage. Die haben das ja am 1. Juli vor 2 Jahren im Bundestag verabschiedet. Und da heißt es ganz nüchtern, die Ehe schließen 2 Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts. Das finde ich angenehm nüchtern, ohne Bewertung. Wichtig ist, dass die beiden für sich in Freiheit diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Und dann kommt es für mich eher darauf an, wie ist die Beziehungsqualität zwischen Menschen und wo können wir da helfen, das zu unterstützen. So mal die erste Runde hier. Der Eindruck, es ist eben ein strittiges Thema. Das war auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen erst einmal hier auf dem Podium die christlichen Stimmen zusammen haben und nicht noch andere Religionen dazu nehmen. Aber wir sind hier im Haus der Religionen und ich gehe mal hier zum Nebentisch. Im Haus der Religion sind verschiedene nicht-christliche andere Religionsgemeinschaften zu Hause. Gerda Haug sitzt hier. Sie ist eine der Gründerinnen dieses Hauses hier der Religionen. Sie war auch 10 Jahre lang Präsidentin des Fördervereines Haus der Religionen. Ist denn dieses Thema Ehe für alle, wird das hier im Haus diskutiert? Ja, sicher, warum nicht, oder? Also wir sind 8 Religionen unter einem Dach, aber nicht unter einer Käseglocke, oder? Mhm. Also das heißt eben, wir sind wirklich Teil der Gesellschaft und hier sind die verschiedensten Leute und wir haben auch hier das ganze Spektrum, denke ich, an Einstellungen. Aber es ist schon ein heißes Eisen, oder? Ehe für alle, für die Religionen. Ich denke, dass das einfach ein Thema ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage, eine Frage der ersten oder zweiten Generation der Einwanderung und so. Aber es ist klar, dass das Spektrum der Meinungen da sicher ganz weit ist. Und das ist ja auch das Spannende, das ist einer der Gründe, warum wir hier so etwas machen. Wir verstehen uns ja auch ein bisschen als Laboratorium des friedlichen Zusammenlebens. Und das heißt, dass wir dadurch, dass wir auch unter einem Dach leben, dass wir eben ins Gespräch kommen. Aber im Allgemeinen ganz pragmatisch, auch über sehr heiße Themen, auch über ganz schwierige Konflikte. Also es klingt so wie auf dem Podium, ganz unterschiedliche Positionen. Ja. Und ich denke, kommt dann noch dazu, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen. Sie haben jetzt die christlichen Vertreter da, dass es eine weitere Erfahrung, die wir machen, ist, dass eigentlich die innerreligiösen Dialoge viel schwieriger sind noch als die interreligiösen Dialoge. Ah, interessant. Ja. Dass eher mal das Gespräch über die Grenzen der Religionsgemeinschaften stattfindet als innerhalb. Also die Gespräche finden statt, aber es ist schwieriger innerhalb der gleichen Religion, weil die Erwartung natürlich auch immer auch emotional ist. Ach, der muss doch so sein wie ich oder die muss doch so denken wie ich. Oder genau, so. Gehört zur gleichen Religion. Ja. Neben Ihnen sitzt Mouwed Mehmeti, sind hier im Haus der Religion auch im Moscheeverein engagiert. Wie ist es da unter den Musliminnen und Muslimen? Wie wird das Thema diskutiert? Also man muss sagen, dass die überwiegende Meinung der Muslime ist, dass die religiöse Ehe Mann und Frau vorbehalten ist. Was die zivile Ehe angeht, ist der Diskurs eigentlich fast inexistent. Also sehr schwach. Das hat mehrere Gründe. Ich denke, der Hauptgrund ist auch, dass die Community, halt, die muslimische Community, erst in der ersten oder zweiten Generation hier in der Schweiz lebt und die politische Partizipation auch dementsprechend schwach ist und dementsprechend auch die Bereitschaft, über aktuelle politische Themen zu diskutieren, weniger stark vorhanden ist. Mhm. Ich denke aber, dass aus 2 Gründen, dass wir Muslime diese Vorlage auch unterstützen sollten. Erstens, es liegt absolut in unserem Interesse als Minderheit in unserer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft, wenn andere Minderheiten, jetzt in unserem Fall die homosexuellen Bürger, mehr Rechte erhalten, ihre Rechtsstellung verbessert wird. Mhm. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Grund ist eigentlich, wenn man sich das Rechtsinstitut Ehe anschaut und die wichtigsten Elemente herausnimmt, beispielsweise das Eingehen einer Lebensgemeinschaft, Verantwortung übernehmen füreinander, soziale Absicherung, Treue und Beistand leisten, das können homosexuelle Paare mindestens genauso gut wie heterosexuelle Paare. Ich glaube, da würden mir auch die meisten Leute hier auch zustimmen. Ein offenes Wort. Sie sind auch der Sohn des Imams. Ich darf das offenlegen hier in der Moschee, genau, vom Moscheeverein im Haus der Religion. Gibt es da zwischen den Generationen einen Unterschied, dass die Jüngeren das offener sehen?
Ich denke schon, dass die jüngere Generation da offener gegenübersteht. Ja, wir haben jetzt gehört, eben auch bei den Muslimen, Sie haben es gesagt, bei den Gemeinschaften im Haus wird die Frage Ehe für alle kontrovers diskutiert. Wir haben es auch gehört bereits in der Einstiegsrunde auf dem Podium. Bei konservativen Katholikinnen und Katholiken ist der Fall klar. Sie sind gegen die Ehe für alle. Ich habe vor der Sendung den Abt vom Kloster Maria Stein im Kanton Solothurn, Peter von Sury, getroffen. Herr Abt, wie beurteilen Sie die Ehe für alle? Ich denke, es ist eine Modeerscheinung und es ist nicht das wichtigste Thema unserer Gesellschaft. Ich habe manchmal den Eindruck, es wird von einer sehr aktiven Minderheit der Mehrheit auch aufgedrückt. Was spricht denn aus Sicht der römisch-katholischen Kirche gegen die Ehe für alle? In der christlichen Tradition Ehe ganz klar als einen Ehebund, eine Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, per Definition. Und das ist für mich gültig. Und die Kirche lehrt eigentlich seit Anfang an, dass die Ehe in der Schöpfung begründet liegt. Also nicht eine Erfindung der Kirche, sondern die Kirche hat während Jahrhunderten die Ehemodelle der Gesellschaft übernommen. Hat dann mit der Zeit das vertieft, auch theologisch vertieft und dann auch noch die sakramentale Dimension hineingebracht. Aber das ist ein anderes Kapitel. Aber grundsätzlich auch von der Kulturgeschichte her, von der Anthropologie her, scheint es mir absolut sinnvoll und legitim zu sein, dass Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau. Und wenn jetzt zwei Männer oder zwei Frauen zu Ihnen kommen, die sagen, wir sind gläubig, wir wollen uns auch kirchlich trauen, was sagen Sie dann? Da muss ich sagen, nein, das geht nicht. Also da schenke ich den Leuten wirklich klaren Wein ein und sage, ich werde sie nicht trauen. Aber jetzt, und wenn Sie das akzeptieren können, dann schauen wir weiter. Was können wir machen? Aber es ist mir gar nicht sympathisch, wenn man den Leuten irgendwelche sagen wir, Tricks vorspielt und dann meint, man könne sie irgendwie hereinholen. Das ist nicht meine Linie. Ja, Abt Peter von Sury sagt, eine Minderheit, ich sage es etwas deutlicher, will einer Mehrheit etwas diktieren. Ich sehe das nicht so. Das Vorzeichen vor der Klammer ist schon ungünstig. Wenn er das bewertet, als das sei eine Modeerscheinung, dann denke ich, nehme ich die Menschen nicht ernst, für die das wichtig ist. Und ich habe für mich gelernt, man muss unterscheiden, ob ich Dinge jetzt theoretisch am Schreibtisch bedenke und da natürlich auch, er hat ja von der Entwicklung gesprochen, die ist auch anzuerkennen, aber auch zu gucken, wie kann es weitergehen. Also ich lerne durch konkrete Begegnungen und ich kann mich gut erinnern, wie ich im Jahre 2000 beim ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin war und dann sah ich einen Stand HUK, Homosexuelle und Kirche und dachte, wunderbar, kannst dich mal gleich informieren. Stand da schüchtern am Tisch und schaute mir die Infos an und plötzlich stehen da zwei junge, sympathische Männer mir gegenüber. Können wir dir helfen? Ich war etwas verlegen und komme mit denen ins Gespräch. Die machen auf mich einen sehr glaubwürdigen Eindruck, dass sie ihre Beziehung wichtig finden, dass sie als Christen leben wollen. Und dann habe ich spontan gedacht, ja, wer bin ich, dass ich sage, geht nicht, darf nicht. Ja, und umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass 14 Jahre später Papst Franziskus bei irgendeinem Rückflug das im Flugzeug auch gesagt hat. Das heißt, die konkrete Begegnung mit Menschen verbietet dann einfach schlicht von Modeerscheinungen zu reden. Also ich schätze Abt von Sury, das ist nicht das Problem. Aber so einfach, glaube ich, darf man damit nicht umgehen. Also für mich, ich möchte zurück zu den gesellschaftlichen Veränderungen. Ich glaube, wichtig ist da für mich, dass die Kirche vom Ewigen redet. Ich glaube, die Kirche muss nicht per se sich gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Die Kirche muss es nicht der Gesellschaft recht machen. Die Kirche hat den Auftrag, es Gott recht zu machen. Die Kirche ist nicht dem Zeitgeist verpflichtet, sondern die Kirche ist Gott verpflichtet. Also ich finde die Argumentation, dass sich die Gesellschaft verändert, egal bei welchem Thema jetzt, das geht mir jetzt gar nicht nur einfach um die Ehe für alle, das ist für mich nicht die Kirche, zu der ich gehören möchte, die von der Gesellschaft, von Bewegungen gesteuert wird.
Frau Lehmann, wir haben als Katholiken im Zweiten Vatikanischen Konzil ausdrücklich gesagt, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen müssen unsere Freude und Angst und Trauer sein. Das heißt, wenn wir die Fragen der Menschen nicht zulassen und uns zu eigen machen, können wir unmöglich als Anspruch erheben, wir wollten Anwalt der Menschen sein. Das hat nichts mit Zeitgeist zu tun. Das ist so einfach. Das heißt nicht, dass man Fragen nicht zulässt. Die Frage ist, welche Antworten gibt man darauf? Ich will nur sagen, grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Kirche sich gesellschaftlichen Veränderungen anpassen muss. Wer ist für Sie die Kirche? Das kirchliche Lehramt allein. Die katholische Kirche, die reformierte Kirche, auch die Gläubigen, auch ich bin nicht verpflichtet, mich gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen, indem ich zustimme. Ich nehme diese Entwicklungen wahr und ich bilde mir eine Meinung und ich habe eine Haltung dazu. Gut, das war das Argument von Suri. Also wir würden von Kirchen sprechen, weil ja da keine Einigkeit herrscht. Aber ich überspitze es mal. Sie würden sagen, die 68er hatten die freie Liebe, jetzt kommt irgendwie die Ehe für alle. Die Kirche soll nicht jede Mode mitmachen. Ist es so in die Richtung, oder? Nein, ich möchte das jetzt gar nicht auf diese Modeerscheinungen oder so jetzt übertragen oder das jetzt so flapsig sagen, sondern einfach, die Kirche muss es Gott recht machen. Das ist das Kriterium. Hier würde ich gerne einhängen. Die Kirche muss es Gott recht machen. Oder die Kirchen müssen es Gott recht machen. Und was mir noch lieber wäre, wir Christinnen und Christen sollen es versuchen, Gott recht zu machen. Und da habe ich schon meine Fragezeichen, wie man es Gott recht machen kann und dann das größte Geschenk und für mich die göttlichste aller Kräfte, die Liebe, so zu bewerten. Das geht für mich überhaupt nicht auf. Ich bin überzeugt, dass jede Liebe zwischen Menschen, die zum Wohle der Menschen beiträgt, ein Geschenk Gottes ist, den Segen Gottes verdient und alles andere ist qualifizierender Liebe. Sie haben vorhin gesagt, das tun Sie nicht. Das tun Sie doch, indem Sie die Ehe für alle ablehnen und sagen, die eine Liebe hat einen institutionellen Rahmen verdient, indem sie gewisse rechtliche Zusprüche, auch Ansprüche, aber auch Zusprüche hat und die andere Liebe hat das nicht verdient. Das ist ein Qualifizieren von Beziehungen, indem dass sie ganz konkrete Lebensrealitäten schaffen, die auf der einen Seite einfacher ist, um diese Beziehung zu leben und auf der anderen Seite schwieriger, wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel homosexuelle Paare rechtlich einen viel schlechteren Schutz haben als heterosexuelle Paare. Das kann doch nicht angehen. Also ursprünglich wolltet ihr... Ursprünglich wolltet ihr ja über die Bibel diskutieren. Ich lenke jetzt mal dahin. Sie haben in einem Interview gesagt, Ehe ist Gottes Erfindung. Aber Sie haben ja vorhin auch diese ewigen Werte angesprochen. Können Sie das kurz ausführen? Also Sie werden wahrscheinlich biblisch argumentieren. Inwiefern ist Ehe zwischen Mann und Frau Gottes Erfindung? Ja, wir können den Schöpfungsbericht lesen. Also ich glaube, das liegt also wir sind im Ersten Testament, im Buch Genesis. Genau. Und Jesus bezieht sich ja dann auch im Neuen Testament wieder darauf. Er bezieht sich auf das mosaische Gesetz, stellt sich auch dazu. Ich glaube, diese beiden Testamente, die gehören ja auch zusammen. Und es geht um die Frage, ob wir den Ehebegriff neu definieren wollen oder nicht. Es geht für mich nicht um die Frage der Liebesqualität, der Beziehungsqualität. Ich glaube nicht, dass ein heterosexuelles Paar per se eine bessere Liebe hat. Überhaupt nicht. Aber Frau Lehmann, Sie können doch nicht allen Ernstes hinter dem Ehebegriff stehen, der uns in den biblischen Schriften entgegenkommt. Also wir reden von biblischen Schriften, die in einer komplett patriarchalen Gesellschaft geschrieben wurden. Die Frau ist der Besitz des Mannes. Die Ehe hat nur dazu beigetragen, dass die Frau von einem Hausstand des Mannes, nämlich von dem von ihrem Vater, in den anderen ihres Mannes dann ging, was die Frau dazu meint, hat überhaupt nichts zur Sache getan. Wenn der Mann der Frau überdrüssig war, hat er sie halt entlassen aus dem Ehestand, hat sich oder sonst noch 2, 3 dazugenommen oder bei Salomon 1000. Das ist der biblische Ehebegriff. Wollen wir wirklich darin Nein, Christus hat sich sehr klar gegen dieses Entlassen zum Beispiel gestellt und in der Schöpfung steht auch nichts davon, dass man Frauen schlecht behandeln soll. Aber in der Schöpfung steht nichts von Ehe. In der Schöpfung, im ersten Schöpfungsbericht steht, wie Leben entsteht. Da steht nichts von Ehe. Ehe
Ehe ist ein kulturgeschichtlicher Begriff, der zu Recht, da muss ich Luther zitieren, Ehe ist ein weltlich Ding. Da sollen die Religionsgemeinschaften sowieso vorsichtig sein, zu sagen, wer dann die Ehe schließen darf und wer nicht. Ich finde das richtig, dass man das dem Staat übergeben hat. Aber so wie Sie das darstellen, im ersten Schöpfungsbericht ist nichts von Ehe zu reden. Christus bezieht sich aber ja dann darauf. Christus war da wirklich Feminist, als er gesagt hat, dies könnt ihr nicht machen, ihr könnt eure Frauen nicht einfach entlassen. Genau. Deshalb, das war auch das, was man heute als konservativ ansieht, das ist gegen die Scheidung, das war ganz wichtig für die Frau, dass die einfach nicht aus dem Ehestand entlassen werden konnte. Sie haben wohl gemeint, der Mensch soll nicht trennen, was Gott verbunden hat, oder? Das war zum Schutz der Frau. Ja. Das kann man heute, das könnten wir auch Streitfragen Scheidung machen. Auch das ist heute nicht mehr 1:1 anzuwenden. Ich bitte doch wirklich an die zeitgeschichtlichen Bedingungen der biblischen Schriften zu denken, sonst nehmen wir die biblischen Schriften nicht ernst und dafür sind sie mir zu lieb. Ja, wir haben einen Konflikt, ich weiß, zwischen einer wörtlichen Auslegung und einer historisch-kritischen Auslegung. Also ich weiß nicht, beides ob sie nur ist wörtlich machbar. ist. Von außen Menschen, die herankommen an die Bibel, sagen, so steht, sie ordnen das ein. Sie wollten reagieren. Ich bin über ein Bibelwort gestolpert, vorgestern, im Galater, was Paulus geschrieben hat. Und das ist mir so, hat mich sehr gefreut, weil Paulus sagt da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Wir sind alle eins in Christus. Und ich habe irgendwie dann auch gedacht, das möchte ich auch noch in dieser Runde sagen, weil wir sind verschiedener Meinung, aber schlussendlich, und das ist manchmal auch mein Traum, dass ich auch als lesbische Frau, dass ich in einen Gottesdienst gehen kann und da sind einfach alle Arten von Menschen in diesem Gottesdienst, also Familien, Alleinstehende, alle Familienformen, Transmenschen, alles ist da und wir konzentrieren uns auf Jesus und es ist egal, weil Gott hat uns alle so geschaffen und er liebt uns. Darf ich hier nur einen Satz aus dem Ersten Testament anfügen? Und siehe, es war sehr gut. Die Schöpfung ist gut. Leben wir endlich so, dass die Schöpfung gut ist, dass jeder Mensch, so wie er geschaffen ist, gut ist. Ich denke hier Beispiel mit dem Galaterbrief, nicht mehr Sklaven und Freie, ist nochmal ein Beleg für das, was Frau Vorer schon sagte. Man muss biblische Texte in ihrem historischen Hintergrund verstehen. Denn auch die Sklaverei ist damals nicht abgeschafft worden, hat aber was damit zu tun gehabt, dass Paulus unter der Naherwartung des Reiches Gottes stand und hat gesagt, wenn sowieso das Reich Gottes gleich bald beginnt, ja, dann brauchen wir nicht große Gesellschaftsverordnungen noch verändern, sondern hat den Sklaven aufgefordert, geh brav wieder zurück und hat den Herrn aufgefordert, geh gut mit dem Sklaven um. Was mich interessiert ist, in der Intention, glaube ich, sind wir gar nicht so unterschiedlich. Sie möchten doch den Wert der Liebe, der Beziehung, der Liebe zwischen zwei Menschen schützen. Jetzt frage ich mich, was ist Ihnen jetzt wichtiger? Die Hülle, die Form? Muss die per se gerettet werden, egal was da innerhalb des Gefüges passiert? Oder geht es nicht darum, 1 Korinther 13 zu sagen, was sind die Qualitätsmerkmale der Liebe, die für Beziehungsqualität gefördert werden sollten? Und dann ist für mich das Beispiel Ehe, es wird geöffnet, es wird nichts genommen. Ich verstehe überhaupt nicht das Problem. Wenn ich mit meiner Lebensform als mit einer Frau verheiratet plus minus zufrieden bin, da gibt es immer Auf und Ab, ja, bedroht mich doch nicht das andere anders leben. Sondern was für mich spannend ist, wie gehen wir miteinander in der Grundsehnsucht um nach nahen, verlässlichen, dauerhaften, ganzheitlichen Beziehungen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit der Bibel weiterkommen, weil ich glaube, dass wir einfach zitieren, was uns gefällt. Aber wir könnten es noch mit der Tradition versuchen. Das hat Peter von Sury auch versucht. Könnten Sie uns dazu etwas sagen? Ist es nicht so, dass die Ehe in der katholischen oder in der Tradition der Kirche doch eher zum Schutz von Kindern und Frauen erfunden wurde und nicht so sehr auf die Bibel zurückgeht? Lange hat sich die katholische Kirche um Ehe ja überhaupt nicht gekümmert. Ja, das muss man auch sehen. Sondern sie hat ja, also die Ehe als Sakrament gibt es ja erst seit dem 12. Jahrhundert. Und dort wurde zum Schutz der Frauen zum Beispiel eingeführt, eine Ehe muss öffentlich und vor Zeugen stattfinden.
Einmal um die Zwangs- und Zweckehen, gerade der Adelshäuser, einzuschränken und auch die heimlichen, die sogenannten clandestinen Ehen zu verbieten, dass da irgendein Mann seiner Holden das Schönste geschworen hatte in der Dunkelheit und am nächsten Morgen sich nicht mehr erinnern konnte. Da ist die Kirche, so muss ich sagen, ist die Kirche wirklich als Anwalt der Frauen hat sich stark gemacht und hat gesagt, wir müssen die Frauen schützen, sie sind die Schwächeren und deswegen öffentlich und vor Zeugen. Das ist ein Gewinn und dann nochmal auch ausdrücklich als Sakrament, übrigens schon seit dem 401 von Augustinus, der hat bewusst das als Sakrament bezeichnet. Nur, da steht die Ehe noch so unter dem Aspekt, zunächst muss Nachkommenschaft gesichert werden und dann Treue und Sakrament. Das Bemühen, Nachkommenschaft, ist jetzt nicht speziell kirchliches. Alle Ordnungen wollten sicherstellen, wie wird das weiter vererbt und sonst was. Selbst habe ich gelesen, im katholischen Bayern hat ein Bauer erst dann geheiratet, wenn sicher war, dass seine Auserwählte auch Nachwuchs bekommen kann. Ja, da ist die katholische Kirche auch in ihrer eigenen Sexualmoral sehr zwiespältig. Von daher die Ehe als Rechtsinstitut, um etwas Wichtiges von zwei Menschen zu schützen. Ich glaube, da könnten wir uns verständigen. Ja, die Frage ist, ob die Öffnung das Ganze bedroht oder, wie soll ich das nennen, auch anreichert. Ja, darüber müssen wir diskutieren. Ich staune ein bisschen über zum Beispiel diese Vehemenz zu sagen, ja, das ist jetzt eben so. Die weltweite Kirche sieht das ja ganz anders. Es gibt in der weltweiten Kirche, wenn wir auch in den Kirchen in Asien, in den wachsenden Kirchen auch Umfragen machen würden, dann gibt es längst nicht diese breite Zustimmung, zum Beispiel zur Öffnung eines Ehebegriffs. Sagen wir denn, ja, wir haben hier im Westen die Wahrheit gepachtet und alle anderen haben es noch nicht verstanden. Das finde ich auch nicht richtig. Da hat es für mich auch etwas Moralisierendes drin. Es könnte ja auch sein. Von welcher Kirche sprechen Sie? Ja, ich denke, katholische Kirchen, reformierte die römisch-katholische. Kirchen, ja, freie Kirchen. Einfach, wir reden jetzt über, zum Beispiel darüber, dass es in der Schweiz nur noch eine kleine Minderheit ist, die der Öffnung des Ehebegriffs nicht zustimmen will. Weltweit gesehen ist das aber ganz anders. Und meine Frage ist einfach, haben wir hier im Westen denn einfach per se recht? Oder müssten wir nicht auch diesen Kontext einbeziehen? Also es gibt noch viele Menschen, die es so sehen. Moderne Gesellschaft ja, an. wie Aber ich würden zum Beispiel. Sie auch wie Peter von Surin mit der Tradition argumentieren? Es hat sich bewährt? Ich glaube, dass die Tradition ein Argument ist, dass man sich überlegen soll, also dieser Respekt vor der Weisheit auch eine Tradition, aber sie ist nicht, für mich ist es nicht die Tradition, die letztlich entscheidend ist, sondern für mich ist es diese Erkenntnis, die ich in meiner Beziehung zu Gott im Bibellesen finde. Das ist eine andere, als Sie finden, aber ich glaube, sie verdient den gleichen Respekt. Ja. Respekt bin ich sehr einverstanden. Ja? Nur noch mal den Hinweis auch von Frau Vorer schon mal, die Art, wie wir Bibel lesen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt Zinsverbot, es gibt Verbot zu schwören. Nennt niemanden euren Vater als den himmlischen. Ja, es gibt die Aufforderung im Deuteronomium, alle 7 Jahre Schuldenerlass zu machen. Ich habe noch nie wunderbar. Ja, aber ich habe noch nie gehört, dass mit gleicher Vehemenz das eingefordert wird. Also ja, das wäre wunderbar, da wäre ich, ja, das ist nochmal ein Beispiel für das, was Sie gemeint haben, mit Bibel zitieren. Der Trick wurde noch angesprochen von Peter von Surin. Ist das einfach ein Trick, wenn Sie zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare segnen, um sie in der Kirche zu halten? Habe ich mir noch gar nie überlegt. Nein, also ich sage es nochmal, ich bin als reformierte Theologin jetzt weniger einer Tradition verpflichtet, wir haben keine Lehrmeinung, die für uns gilt, aber ich bin den Heiligen Schriften, ich bin den biblischen Schriften verpflichtet. Und selbstverständlich nehme ich sie in ihrer Auslegung der Bibel ernst. Ich kann Ihnen einfach als Theologin sagen, ich finde sie fragwürdig. Das dürfen Sie, ja, genau, natürlich. Weil sonst hätte ich auch nicht 6 Jahre studieren müssen, um einfach die Bibel aufzuschlagen und dann anzustreichen, das passt mir und das passt mir nicht. Und das haben Sie ja jetzt gerade wichtig angesprochen, oder?
man kann die Bibel nicht wörtlich lesen und man kann sie nicht selektiv lesen. Ich kann nicht im Buch Levitikus anstreichen, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie sie bei einer Frau liegt, dann sind sie des Todes. Und daneben Kleidung aus 2 unterschiedlichen Materialien sind sie auch des Todes. Nö, das ist jetzt veraltet, das andere gilt nicht. So kann man mit den biblischen Texten nicht umgehen. Was mir aber am meisten am Herzen liegt, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und hier, finde ich, wirklich kommen wir unter Umständen in einen nicht ganz angenehmen Konflikt. Denn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist vorbehaltlose Liebe, die wir einander entgegenbringen sollen. Das höchste Gebot neben der Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Und in der Umsetzung der Ehe für alle. Das heißt, dass wir nicht mehr qualifizieren zwischen wirklich verantwortungsvollen Liebesbeziehungen. Seien wir doch als Christinnen und Christen froh, dass sich Menschen dazu verpflichten wollen, verantwortungsvolle Beziehungen einzugehen. Das ist doch Irrsinn, als Christinnen und Christen zu sagen, nein, das wollen wir nicht, das ist doch, was wir wollen. Das ist doch, was wir hochhalten wollen. Die Liebe zwischen den Menschen, die verantwortungsvolle Liebe, die auch in unserer Gesellschaft strahlen soll. Und deshalb finde ich, die Ehe für alle muss ein grundsätzlich christliches Anliegen sein, wenn man das Evangelium von Jesus Christus ernst nimmt. Gut, kein Trick. Kein Trick. Ich möchte gerne einen Schritt weitergehen bei der Frage, welche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare gehen in einer Ehe, wenn es um die Familienbildung geht. Und wie das geht, hat das Fernsehen in einem Dokumentarfilm gezeigt mit Jérôme und Patrick. Sie sind ein Paar, das dank einer Leihmutter in den USA sind die beiden Väter geworden von Zwillingen. Wir schauen uns kurz einen Ausschnitt an, wie die beiden mit den Zwillingsbabys nach Hause gekommen sind in die Schweiz. Am 29. Januar 2018 kommen Jérôme und Patrick mit Clara und Nathan in Genf an. Was empfanden sie in den ersten Augenblicken mit ihren Babys? Liebe und ein Gefühl der Erfüllung. Das Gefühl, dass die Familie jetzt komplett ist. Das Bewusstsein, für sie da zu sein, um sie zu beschützen. Das ist fast wie ein Versprechen, das wir ihnen gegeben haben, als wir sie in den Arm nahmen. Ich sagte, ich werde für dich da sein. Es hat mich auch sehr berührt, Patrick mit einem unserer Kinder auf dem Arm zu sehen, während ich das andere hielt. Ich war stolz, dass wir es geschafft haben und sehr gerührt. Große Rührung auch beim Abschied von Lindsay. Die Herzen waren schwer, die Tränen flossen. Das war von Anfang an der Moment, vor dem ich die größte Angst hatte. Ich wusste, das würde sehr schwierig sein. Da hat es uns schon sehr geholfen zu wissen, dass wir sie in ein paar Monaten wiedersehen. Lindsay wird auf Einladung des Paares im Oktober anreisen, um Patrick, Jérôme und die Kinder, die sie ausgetragen hat, zu sehen. Es ist schwer, unsere Dankbarkeit in dem Maße zu zeigen, wie wir das gerne tun würden. Ich finde keine Worte dafür. Eigentlich hat sie unsere Familie möglich gemacht. Ja, was lösen die Bilder bei Ihnen aus, Frau Kaderli? Ich bin immer gerührt, wenn ich Babys sehe, auch nach 18 Jahren noch als Hebamme. Und sonst finde ich es einfach, ich finde es wunderbar, wenn zwei Menschen, die sich lieben, auch Familie gründen. Und was mir aber auch gerade wichtig ist bei diesem Punkt und zu unserer heutigen Streitfrage, in der Ehe für alle ist Leihmutterschaft kein Thema. Leihmutterschaft nicht für mich. Leihmutterschaft in der Schweiz ist verboten. Ich möchte auch für heterosexuelle Paare, klar. Genau. Das möchte ich ganz klar sagen, dass das nicht zur Diskussion steht in dieser Vorlage. Genau, das war ja hier auch in den USA, dann nicht in der Schweiz. Wie beurteilen Sie es denn in der Runde? Also dieser Vorschlag der Rechtskommission des Nationalrates beinhaltet ganz klar die Adoption von Kindern in der Ehe, wenn sie denn kommt, für gleichgeschlechtliche Paare. Wie beurteilen Sie das?
Also ich glaube, es steht noch nicht zur Diskussion, in dieser Vorlage bestimmt nicht. Der Druck steigt aber, weil Ehe und Familie sind auch untrennbar irgendwo miteinander verbunden. Also darf ich das klären? Im Vorschlag der Rechtskommission des Nationalrates steht die Adoption drin. Genau. Es steht in einem beigefügten Vorschlag die Samenspende drin als Variante. Aber die Adoption ist im Vorschlag drin. Ja. Also aber noch Sie sehen es nicht, kritisch. Aber ich denke, der Druck steigt, weil zwei Männer ja nicht ohne eine Frau ein Kind bekommen können. Und für mich Fremdspenden und Leihmutterschaft, die möchte ich auch für heterosexuelle Paare nicht. Nicht, dass wir die Themen durcheinander bringen. Ich rede von Adoption. Wie beurteilen Sie die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare? Genau. Ich glaube, dass ein Kind aus Mutter und Vater entsteht und auch bei seinen biologischen Eltern leben soll, wo immer das möglich ist, und bei gegengeschlechtlichen Eltern leben soll. Einfach aus diesem Entstehen heraus. Ich glaube, dass das Sinn macht. Gut, aber die leiblichen Eltern, das ist ja nicht mal bei einer Adoption durch ein heterosexuelles Paar. Genau, gegeben. Aber ich denke auch da, wo das nicht möglich ist, dass das Kind bei einem Vater und bei einer Mutter aufwachsen sollte. Weil ich glaube, dass das für das Kind ein förderndes Gegenüber, eine fördernde Spannung ist. Es zeigen bis zu 100 Studien international inzwischen, dass Kinder in Regenbogenfamilien genauso glücklich und gesund aufwachsen können wie Kinder in herkömmlichen Familien. Das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es so viele verschiedene Familienformen auch gibt. Es gibt Patchwork-Familien, es gibt eben die herkömmliche Familie, es gibt Einelternfamilien und es gibt Regenbogenfamilien. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass diese Kinder eben auch geschützt sind, weil das sind sie heute nicht. Also Sie würden klar für das Recht auf Adoption plädieren? Nicht nur das Recht auf Adoption, sondern auch diese zweite Variante, die auch in die Vernehmlassung geht, das Recht auf den Zugang zur künstlichen Befruchtung für lesbische verheiratete Paare. Und das Argument, dass dort dann ungleich behandelt würden, die schwulen Paare, homosexuellen Paare? Das kann ich so gar nicht nachvollziehen, weil die Rechtslage in der Schweiz ist so, dass eben Leihmutterschaft ist verboten. Und in dieser Variante geht es darum, dass eigentlich verheiratete lesbische Frauen den gleichen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin haben wie heterosexuelle Paare. Darf ich nochmal zurück, auch Sie zur Adoption? Ja, also bei der Frage der Adoption beeindruckt mich am meisten, dass Menschen nicht nur auf sich bezogen sind, sondern sich auch öffnen, Verantwortung zu übernehmen für ein Kind. Das ist für mich das Beeindruckendste. Die Frage, die Sie dann als nächstes angesprochen haben, braucht es nicht Vater und Mutter? Also die leben ja nicht in einem atomisierten Raum, also das Baby jetzt mit 2 Männern oder mit 2 Frauen, sondern die sind ja auch eingebunden mit Freunden, Bekannten, Frauen und Männern, wo eine Vielfalt auch erlebbar wird. Das Einzige, wo ich jetzt unsicher bin, ist, was die Alltäglichkeit angeht. Ja, aber ich kann mich erinnern, dass ich mal gelesen habe, dass zum Beispiel auch die Kinder, wenn sie heranwachsen, Kindergarten, Schule, ja auch mit anderen zusammenkommen und ihre innere geschlechtliche, biologische Identität leben können und nicht deswegen, weil sie bei 2 Männern oder bei 2 Frauen aufwachsen, automatisch genauso die gleiche Orientierung haben. Was meinen Sie mit Alltäglichkeit? Ja, in der Woche miteinander, also wie ein... Das meine ich jetzt. Gut, aber da sind die Studien klar, die Sie zitieren, oder? Ja. Aber die Studien sind sehr jung. Das Phänomen ist noch sehr jung. Ich glaube, um verlässliche Aussagen zu machen, ich habe mir diese Studien mehr Zeit. Ganz genau angeschaut. Die gehen weit zurück, Frau Lehmann. Und sie sind wirklich sehr zahlreich und sie kommen wirklich zum Schluss, dass hier die Kinder keinen Nachteil weder medizinisch noch in ihrer Entwicklung erleiden. Ich würde gerne noch einhaken bei ein
Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Also selbstverständlich braucht es eine biologische Frau und einen biologischen Mann und ein Kind, um ein Kind zu zeugen. Wir sind jetzt aber bei der Adoption, das heißt bei Kindern, die aus irgendwelchen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Und wenn man dann sagt, es braucht eine biologische Frau und einen biologischen Mann, um dieses Kind großzuziehen, weil nur eine biologische Frau Mutter sein kann und nur ein biologischer Mann Vater, das entspricht überhaupt nicht meinem Männer und Frauen, meinem Menschenbild. Ich als biologische Frau kann hoffentlich genauso gut Vater sein, das heißt diese Eigenschaften haben, die man einem Vater zuspricht, wie mein Mann Mutter sein kann, das heißt diese Eigenschaften in sich trägt oder ausleben kann, die man sonst einer Mutter zuspricht. Ich finde das ganz schwierig zu sagen, als biologische Frau muss ich die mütterlichen Eigenschaften haben und als biologischer Mann muss ich die väterlichen Eigenschaften haben. Das führt mich auch dazu zum Beispiel, dass das eine sehr große Geringschätzung meistens der Männer ist. Es ist nicht umsonst, dass wir noch keinen Vaterschaftsurlaub haben, weil man den Männern noch viel zu wenig mütterliche Eigenschaften zutraut. Und wenn ich den sehr rührenden Film dieser zwei Männer, ich klammer jetzt das Thema Leihmutterschaft aus, aber diese große Liebe, diese Fürsorge dieser zwei Männer, das ist doch mütterlich, würden wir sagen. Und es sind, denke ich, erkennbar biologische Männer. Ich möchte aber jetzt noch das sind interessante Bilder, Mann, Frau, CG Jung, Animus, Anima, was wir in uns tragen, welche Bilder wir realisieren im Alltag. Aber ich möchte noch mal zurück auf diesen zweiten Vorschlag der Rechtskommission des Nationalrates. Das ist eine Variante, ich betone das, mit Samenspende. Jetzt frage ich doch mal, wir hatten eine Zeit, da war es nicht selbstverständlich, dass Katholikinnen und Katholiken Reformierte und umgekehrt geheiratet haben, also zwischen den Konfessionen. Wir haben die eingetragene Partnerschaft heute, wir stehen möglicherweise vor der Ehe für alle. Kommt dann die Samenspende, kommt dann die Öffnung, wie Sie sagen, für die Fortpflanzungsmedizin, kommt dann die Leihmutterschaft. Ist das hier Salamitaktik? Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck darauf steigt. Wir sind im Moment ganz stark auch darauf ausgerichtet, was wünscht sich der Einzelne, statt vielleicht auch zu fragen, was braucht das Ganze, was braucht der Staat. Ich glaube, dass dieser Druck steigen wird. Ich finde eben nach 40 Jahre Studie nicht lange. Ich finde das nicht eine lange Zeit. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Und ich persönlich glaube nicht, dass es für Kinder gut ist, aus Spende, also die Spende von Samenzellen, Eizellen zum Beispiel, glaube ich nicht, dass das der Identität des Kindes förderlich ist. Die Kinderrechtskonvention sagt ja auch, dass Kinder das Recht haben, bei ihren biologischen Eltern aufzuwachsen. Gibt es hier Konsens? Also bei Ihnen nicht. Samenspende haben Sie gesagt, ja. Leihmutterschaft ist hier Konsens, nein? Ich bin suchend. Suchend. Also ich denke wirklich, für mich ist das Problem, ich möchte gerne die Fortpflanzungsmedizin wirklich trennen von der Frage Ehe für alle. Weil ich finde, hier wird auch ein bisschen eine unheilbare Allianz, auch zum Teil taktisch gemacht, weil man eben dann diese Szenarien und dann kommt das alles und so. Ich finde, es ist wichtig, dass wir über den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin sprechen, aber völlig unabhängig, ob der jetzt den homo- oder heterosexuellen Paaren offen stehen soll, sondern einfach dieses Thema nehmen. Da bin ich beim Thema Leihmutterschaft natürlich äußerst kritisch, auch aus feministischer Sicht kritisch. Ich befürchte, es könnte zu einer Ausbeutung der Frau kommen, zu einer körperlichen Ausbeutung der Frau. Es könnte finanziellen Druck geben auf Frauen, gerade auch aus armen Ländern. Ich finde, da braucht es ganz genaue Vorsichtsmaßnahmen. Es wurde auch schon diskutiert, ob Leihmutterschaft zum Beispiel nicht mehr bezahlt werden darf, oder dass dieses Argument vom Tisch ist, dass man sagt, diese Menschen diese Frauen lassen sich kaufen. Ich finde, es gibt gute Gründe, die man gegen Leihmutterschaft ins Feld führen kann, respektive wo man sehr kritisch sein muss, dass es nicht zu einer Ausbeutung der Frau kommt. Aber Tatsache ist ja, dass wir eine ganz lange Zeit nicht darüber diskutiert haben, dass das jetzt plötzlich dieser Konsens wie nicht mehr da ist, der ganz lange da war, dass es für heterosexuelle Paare klar war, Leihmutterschaft, das war in der Schweiz gar kein Thema. Bis vor kurzem. Gut, ich habe hier nur Schwanken gehört. Also ich stimme dem zu, was Frau Vorer gesagt hat. Das geht mir ähnlich. Ich habe noch mal versucht, vom Kind her zu denken. Es wird irgendwann die Frage kommen, wo ein Kind wissen möchte, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater und wie gehe ich dann damit um? Das
Ja. Das weiß ich jetzt aber, das weiß ich jetzt von jetzt dann zum Thema Leihmutterschaft, von Männerpaaren, die über Leihmutter ein Kind oder auch Zwillinge bekommen haben, dass es ihnen sehr wichtig ist, den Kontakt weiter zu pflegen mit dieser Leihmutter, dass diese Kinder, das haben wir in diesem Beitrag auch gerade gehört, dass die Kinder wissen, da war diese Frau und die hat uns ausgetragen. Das wäre die positive Variante, ja. Aber Frau Vorer hat auch auf die andere aufmerksam gemacht, die mich einfach unsicher macht. Genau, Sie haben gesagt, schwankend. Ich komme zu einer Schlussrunde. Sie merken, wir kommen noch zum Ende unseres Gesprächs. Wie beurteilen Sie es, wenn die Ehe für alle kommt? Wie werden die kirchlichen Gemeinschaften, die christlichen Gemeinschaften reagieren? Ja, man kann heute Abend anschauen, wie werden die christlichen Gemeinschaften reagieren. Es wird ganz viel Diskussion geben. Und ich hoffe aber auch, dass wir auch ins Gespräch miteinander gehen. Und dass es nicht halt einfach diese zwei Lager gibt von Menschen, die Ehe für alle von vornherein ablehnen und solchen, die aber dann auch finden, wir wollen mit denen, die das ablehnen, gar nicht reden. Die reformierte Kirchen? Der reformierten Landeskirche, es gibt noch so diese Röstigraben, wo man weiß, die Wattländer Kirche, meine ich, ist, dass die noch ein bisschen kritischer eingestellt ist. Auch interessant, ja. Ja, sonst ist eigentlich Konsens, die Ehe für alle bringt die Trauung für alle und trotzdem möchte ich betonen, wir haben theologisch gesehen die Trauung für alle schon. Wir dürfen es nur nicht so nennen. Wir sind also eigentlich als Kirche mal Vorreiterin. Der Kreis schließt sich zu Ihrem Eingangsvotum. Wie wird die römisch-katholische Kirche reagieren? Ich glaube, die Irritation wird noch anhalten. Ich hoffe aber auch, dass die Besinnung auf Gottes Wort und die Bereitschaft Gottes, jedem den Segen zuzusprechen, auch ein neues Denken ermöglicht. Und nach dem Segen könnte auch die Heirat kommen. Zum Beispiel, ja. Wenn Sakrament heißt, es geht um ein Beziehungszeichen. Ja, zwei Menschen drücken aus, machen zeichenhaft sichtbar, wie die Liebe zueinander auch nochmal die Nähe Gottes zum Menschen ausdrückt. Also, und für viele ist ja wichtig, dass sie sagen, wir möchten das nicht als Privatgeschichte, sondern wir möchten uns miteinander sehen lassen und gesehen werden und wirklich auch anerkannt sein. Hier geht es um Anerkennung, Wertschätzung durch auch öffentliche, institutionelle Einordnung. Was denken Sie, die Freikirchen? Ich glaube, Freikirchen und Landeskirchen werden sich darüber Gedanken machen, wie man die persönliche Freiheit der Pfarrerin, der Pfarrer gewährleisten kann, dass diese je nach ihren Überzeugungen handeln dürfen, weil ich glaube, das ist diese gut reformierte Freiheit, Position auch beziehen zu dürfen, nach dem eigenen Gewissen zu handeln. Und ich gehe davon aus, dass das eine Diskussion sein wird. Wie gewährleisten wir diese Gewissensfreiheit? Gut, es könnte sein, dass die Katholiken sich dann auf diese gut reformatorische Tradition berufen und sagen, wir machen hier nicht mit. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für diese Diskussion hier mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Eva Kaderli, Herr Belloc, Sibylle Vorer und Frau Lehmann und am Nebentisch Herr Haug und Mouret Mehmeti. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse, auch für den warmen Applaus. Hier geht es gleich weiter mit der Sternstunde Philosophie, und zwar mit dem höchsten aller Gefühle, mit dem Orgasmus, mit einem Thema, das bisher in der Philosophie offenbar noch wenig Beachtung gefunden hat.